Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen frohen vierten Advent. Wir haben den vierten Advent jetzt hinter uns letzten Sonntag und wir gehen auf Heiligabend uns die wirkliche Weihnachtszeit zu, was richtig, richtig cool ist. Aber ich freue mich trotzdem, dass du heute eingeschaltet hast, dass du einfach mit dabei bist, dass wir gemeinsam diese Zeit einfach nutzen können, um füreinander, miteinander zusammen zu beten, um einfach vor Gott zu kommen und nochmal Revue passieren zu lassen, worüber wir am Sonntag geredet haben, am vierten Advent, bei der Christmas Experience, was ein Hammer-Sonntag war, aber einfach auch ganz bewusst auf die Gebetsanliegen eingehen, die ihr habt, die ihr uns zugeschickt habt, aber auch die ihr in den Chat mit reinschreibt. Wir werden da auch im Chat mit dabei sein und werden für euch beten und mit euch beten, während wir da drin sind und einfach weiterschauen. Wir haben Leo und Susanne heute wieder mit uns. Ich freue mich auf die Zeit mit euch. Ja, unbedingt, Pat. Ja, vielen Dank. Es ist immer ein mega cooles Erlebnis, natürlich mit uns zusammen zu beten, hier und natürlich auch online. Und was ich auch cool finde, es spielt gar keine Rolle, wo man wohnt, von wo man herkommt und nicht mal die Zusammengehörigkeit spielt eine Rolle, sondern der Glaube an Jesus, der uns verbindet und der unsere Gebete hört. Das finde ich mega cool beim Hour of Prayer. Ja. Weil ich hatte mal eine Prophezeiung bekommen vor vielen Jahren, dass ich viele Leute aus verschiedenen Kirchen zusammenrufen werde, um zu beten. Habe ich gedacht, ja, wie soll denn das geschehen? Ja. Weil wenn man dann die einladen, sagen, ja, nein, ich komme nicht, weil es in einem Gebäude und so. Ja. Aber jetzt durch online, durch the Hour of Prayer, sind eigentlich die Kirchenwände sind eigentlich, spielen keine Rolle und das finde ich mega, mega cool. Finde ich auch. Ich finde es so cool, dass wir einfach als, in Englisch sagt man Body of Christ, halt zusammenkommen können, einfach miteinander zu beten zu können. Hey, ja. Ja, da schreibt jemand, liebe Grüße aus Kreta. Come on. Ja, da bin ich jetzt gerade ein bisschen neidisch. Ja, oder? Weil Oder? wir haben, Genieß die Wärme. wir haben den Hochnebel und du hast vermutlich die hohe Sonne. Ja. Ich finde auch So das gut. Thema von heute echt spannend, wie Voll. du gesagt hast, das vom Sonntag, wenn Gott deine Pläne durchkreuzt und Ja. irgendwie so vor Weihnachten will man das sicher gar nicht, dass die Pläne durchkreuzt werden, weil man weiß, wie es funktionieren sollte, wie man es will und Oder auch wie man sich wünscht, oder? Ja. Absolut. Ja. Ist natürlich jetzt auch eine theologische Frage. Also durchkreuzt Gott wirklich unsere Pläne? Das wäre auch noch eine interessante Frage, weil ich habe bei uns, als wir das gepredigt hatten am Sonntag, hat das viel ausgelöst. Und Leute haben gesagt, nee, das kann doch gar nicht so sein, dass Gott die Pläne durchkreuzt. Und andere haben gesagt, doch, das ist so. Ist eine interessante Frage. Voll. Durchkreuzt Gott unsere Pläne oder durchkreuzen wir Gottes Pläne, indem wir Pläne machen? ja, auch eine gute Frage. Hey, ich möchte einfach zum Anfang beten, dass wir Voll gut. unser Herz Voll öffnen gut. können, dass der Heilige Geist spricht, dass er zu dir spricht, da Ja. wo du jetzt zuschaust. Und hier sind wir einfach, Gott im Himmel, wie schön, vor Weihnachten uns diese Zeit, diese Stunde, diese knappe Stunde herauszunehmen und einfach zu sagen, hier sind wir. Jetzt wollte ich fast beten, durchkreuze unsere Pläne, was ein schwieriges oder ein gefährliches Gebet ist in dem Sinn und trotzdem den Wunsch zum Ausdruck bringt, dass nicht einfach unser Wille geschieht, sondern dein Wille geschehe. Und das spreche ich einfach aus über unser Leben und wir öffnen unsere Gedanken für deine Gedanken und danke, dass du in dieser Stunde sprichst. Amen. Da ist jetzt gerade in so einen Sinn gekommen, es gibt schon, ich glaube vielleicht, man kann das ja auch ganz verschiedene nennen, aber es gibt vielleicht auch Schlüsselmomente. Ich denke jetzt an Paulus, der war ja nicht Christ und eine Begegnung hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Man kann eigentlich sagen, Gott hat seine Pläne durchbrochen oder sein Denken durchbrochen. Stimmt. Und ist von einem Verfolger zu einem Missionar geworden. Ich denke, Petrus hat gefischt, oder? Und dann plötzlich funktioniert das nicht und Jesus steigt ein und sagt, wirf das Netz nochmals aus und das Netz ist übervoll und von dem Mann wurde er zu einem Fischer, der Menschen für Gott gefischt hat. Ich glaube, es gibt schon so Kairos-Momente bei Moses, bei David, wo schon Gott eine Geschichte, wie man es geplant hat, nochmals verändert oder ein bisschen wie so neu schreibt in dem Sinne. Ja,
Mega interessant, finde ich mega interessant. Ja, das Spannende ist ja, dass es eigentlich nicht neu schreibt, sondern einfach noch ein bisschen fokussierter macht. Also wenn das Schöne ist ja an der Bibel, man sieht immer den Anfang von einer Person und man sieht das Ende. Das sehen wir ja nicht, oder? Bei Paulus könnte man jetzt denken, dass Gott die Pläne durchkreuzt hat, aber man könnte auch jetzt rückblickend sagen, Paulus hatte ja immer eine Leidenschaft für Religion oder für Kirche, nur hat er es noch nicht ganz richtig verstanden und Gott hat einfach das noch in die richtige Richtung gebracht und das würde mich jetzt wieder zum Beispiel viel entspannter machen, wenn man denkt, dass oder bei Petrus hat er gesagt, hey, weißt du was, ich habe mehr vor für dich, als einfach zu fischen. Das Prinzip bleibt das Gleiche, aber die Ausrichtung ist noch ein bisschen größer, wieder, dass du dir bis jetzt vorstellen kannst. Ja, und dennoch und trotzdem, also nicht, dass ich jetzt hier widerspreche vor der Kamera und doch ein bisschen. Nein, es ist eben interessant, es ist eben ein ganz interessantes Thema, dass man merkt, man sucht nach Antworten eben, weil es kommt ja dann die Frage, gibt es gewisse Dinge, wo Gott wirklich meine Pläne durchkreuzt, weil ich meine eigenen Wege gehe, oder? Kann es aber sein, dass es eine Anfechtung ist, kann es sein, dass ich zu klein denke, kann es sein, was auch immer. Und ich finde es interessant, ich glaube, wir haben einen dynamischen Gott in dem Sinne. Und ich denke jetzt, wenn du zurückgehst zu Petrus, ich meine, das hat sein Leben auf den Kopf gestellt, er war nicht mehr, sein frühes Leben war ein bisschen vorbei. Ich meine, er war nicht mehr gefischt mit dem Boot raus, dann ist Jesus nachgefolgt. Natürlich hat er dann an Land Menschen vor Gott begegnet. Und ich finde solche Momente, wo Gott eingreift, wie bei Maria und Josef, klar, Pläne sind durchbrochen worden oder bei unserem Sohn Simon wollte heiraten, da sind die Pläne durchbrochen. Ist es immer von Gott, weiß ich nicht, aber dennoch und trotzdem fand ich eben interessant und das ist der Satz, der mich beruhigt, weil Maria hat dann die Frage gestellt, wie soll das möglich sein? Dann hat sie gesagt, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Und dieses Statement finde ich eben mega gut, weil mit dem hat sie gesagt, Gott, ich verstehe nicht alles, was du machst hier. Auch nicht alle werden verstehen, was du machst, wenn ich es ihnen erkläre, oder? Aber ich werde mich dir zur Verfügung stellen und darum wurde Maria eigentlich auch dann gelobt. Es gibt ja diesen Lobgesang von Maria, man lobt sie, dass sie dieses Statement gemacht hat und ich fände es schön, wenn wir jetzt da vielleicht auch nochmal im Gebet zusammen beten können, einfach zu Gott sagen, ich stelle mich dir zur Verfügung in dem Sinne. Natürlich habe ich das gemacht, als ich mich für Jesus entschieden habe und dennoch und trotzdem bin ich ein Schaf, das manchmal nicht so sieht, manchmal nicht so versteht, was Gott tut, aber ich möchte hören. Also ich lade euch ein, einfach dieses Gebet mit mir zusammen zu beten. Lieber Vater im Himmel, ich lege mein Leben effektiv nochmals in deine Hände. Du kennst meine Pläne, meine Träume, meine Ziele und ich habe mich wirklich entschieden, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Was du im Himmel vorbereitet hast, das soll auch auf dieser Erde werden. Und ich stelle mich dir total zur Verfügung mit allem, was ich bin und auch habe. Und du kennst auch manchmal meine Ängste und meine Zweifel, vielleicht auch meine Sturheit in mir oder das Gefühl, ich möchte meine eigenen Wege gehen. All das ist kein Hindernis, dass nicht du mit meinem Leben und trotz meinem Leben zum Ziel kommen wirst. Und du schreibst mit meinem Leben eine Geschichte, die ist größer, als ich mir das vorstellen kann. Und darum lege ich nochmals alles dir in deine Hände und ich sage, ich möchte mich dir ganz zur Verfügung stellen. Und ich sehe einfach jetzt in dem Moment, sehe ich so eine gerade Linie und das ist das, wie wir denken, aber ich sehe, dass Gott dann so Verzierungen macht. Also das heißt, die gerade Linie geht nicht so, sondern sie geht dann so rum und dann noch so rum und dann wieder weiter, so rum und so rum und das gibt dann am Ende ein Muster und eine Verzierung. Wir haben ein Experiment gesehen letzte Woche, wenn man eine Kugel so ganz die Linie runterlässt, also so gleichmäßig, und dann hast eine Kugel startet so Wellenbewegung, ist sie bei den Wellenbewegungen schneller unten. Aber ja, doch, das ist so. Anstatt wenn sie gerade die Linie runterläuft und du hast dann die Wellenbewegung geht schneller, es gibt einen Schwung rein. Das ist und sie ist echt ein cooles und sie ist schneller unten und dann, das ist auch interessant, eben, wir denken geradlinig und denken, das ist der schnellste Weg, aber manchmal die
die Schweifungen unten oben ist die Kugel am Ende schneller unten. Also man kann das googeln und wir haben es angeschaut hier in meiner Small Group, wir alle so, wow, krass. Ja. Und haben gedacht, das müsste man dann mal brauchen für eine Preaching. Um den Leuten zu erklären. Jetzt haben wir es heute vorweggenommen. So cool. Kann man es gerade sehen, sorry. Also was mich einfach daran begeistert ist, dass gerade, das ist ja einfach vor allem funktional, oder? Und das ist sehr praktisch, aber die Bewegungen, das ist das Leben und die Verzierungen drumherum, das ist das Schöne. Und das denkt man vielleicht gar nicht so, wenn man drinnen ist. Ja. Und wenn man jetzt auch die Story von Josef und Maria sich anguckt, ich fand das so cool bei der Christmas Experience, wo es da wirklich darauf eingegangen wurde, dass wirklich Pläne durchkreuzt wurden und wir ja häufig denken wir romantisch. Wir denken ja, oh, der Heilige Geist kam, sie ist schwanger geworden, sie haben den Engel gesehen und dann wurde Jesus geboren und klar waren da ein paar Schwierigkeiten, aber wirklich darüber nachzudenken, dass in der Kultur Maria ja, also die Leute haben sie komisch angeguckt oder sie wurde fast, also häufig auch nicht angenommen in der Kultur, weil sie schwanger wurde, bevor sie geheiratet haben. Und das sind ja wirklich Kurven und Sachen, wo sie halt wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen sind, aber Gott sie da einfach durchgetragen hat. Hey? Und das ist ja bei uns auch wir sehen halt, wie du schon vorhin gesagt hast, wir sehen den Anfang und das Ende in der Bibel, aber wir sehen es ja nicht in unserem Leben. Aber ich glaube wirklich, dass Gott uns da einfach durchtragen kann. Das finde ich so spannend daran. Ich finde es ein mega gutes Wort, das du gesagt hast. Gott hat sie durchgetragen. Das ist eigentlich so wie die rote Linie in dem Sinne. Aber das ist schon krass, weil als dann das Kind auf die Welt kam, also der Messias Jesus, und dann ist ja bei uns, da kommen ja die Eltern und die Großeltern und Patentochter und so. Davon, hey? Ja. Nee, sondern die Weisen haben gesagt, hey, ihr müsst nach Ägypten fliehen, nicht den gleichen Weg zurück, weil der Pharaon wird eure Kind umbringen. Und so muss man mal vorstellen, noch weiter weg von zu Hause als jemals zuvor. Und die Bibel verrät nicht, wie lange sie da gewesen sind, in dem Sinne. Also wann haben sie dann gemerkt, sie sind wieder safe, sie können da zurückgehen. Und das liest man einfach so ganz kurz durch und geht dann in das nächste Kapitel, wo dann Jesus älter und größer wird. Und einfach in der Bibel sind oft so von Kapitel zu Kapitel sind die Jahre in einem Satz einfach integriert. Krass, ja. Und wir denken manchmal, Gott, ich habe schon seit 2 Jahren dich nicht mehr erlebt oder seit 2 Jahren hast du mein Gebet nicht gehört und denkst du, ja, die Bibel ist genau gleich. Und ich habe mal das aufgeschrieben in meiner Bibel mal, wie viele Jahre waren zwischen den Wundern gewesen. Und da staubt man oft, waren es 9 Jahre, 10 Jahre, 7 Jahre. Merkst du, also wenn ich jetzt das in mein Leben auch hineinschreiben würde, merkst du plötzlich, aha, also wir leben vielleicht sogar noch fast mehr als die Leute. Und das möchte ich eben dir auch zurufen, wenn du oft das Gefühl hast, Gott ist weit weg, schon 2 Jahre her, wo vielleicht nicht ein Wunder geschehen ist in deiner Familie, in deinem Single-Leben, was auch immer, dann ist es nicht viel anders als die Geschichte von Gott mit den Menschen in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament. Und darum dieser Satz von dir, Gott hat sie durchgetragen. Das ist, glaube ich, das Konstanteste, dass man wirklich sagen kann, Gott hat mich versorgt, indem dass er mich nie in meinem Leben losgelassen hat. Und vielleicht kannst du, Susanne, beten, einfach für diese schützende, tragende, segnende und auch leitende Hand von Gott. Ja, und himmlischer Vater, ich möchte dir einfach von Herzen Danke sagen, dass du jeden einzelnen von uns durchträgst. Und ich möchte dir auch Danke sagen für die ermutigenden Bilder, die uns einfach erleben lassen, dass wenn es rauf und runter geht, die Wellenbewegungen in unserem Leben, die man so gerne ausglätten würde, dass ausgerechnet da eine Kraft drin steckt. Und ich möchte dir auch Danke sagen, dass du nicht nur ein funktionaler Gott bist, sondern dass du auch einfach so Verzierungen für unser Leben bereit hast, die wir als unangenehme Unterbrechungen oft einordnen oder empfinden. Aber wir öffnen da einfach unsere Gedanken für deine Gedanken und sagen dir Danke, dass du uns durchträgst. Danke viel mal und lass uns jetzt gerade in diesem Moment an ein Erlebnis erinnern, wo wir rückblickend, wie wir das in den Bibelgeschichten immer machen können, zurückschauen, wie wir rückblickend sagen können, hey stimmt, da hast du uns sowas von durchgetragen, da hast du uns sowas von durchgetragen, da hast du uns getragen und stimmt, da hast du uns eigentlich auch getragen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du ein Gott bist, der uns trägt und nicht wir dich tragen müssen.
Ich habe euch ja auch eine Frage jetzt in den Chat reingeschrieben. Also wie erlebst du ganz konkret, dass Gott dich durchträgt oder schon durchgetragen hat? Schreib ja einfach das rein, weil das ist eigentlich auch eine Ermutigung und das tut auch mir immer wieder gut, einfach zurückzuschauen und sagen, ja stimmt, Gott war immer da, seine Gegenwart war immer da, die Engel hat Gott nicht weggezogen. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, Gott ist im Nirgendwo, hat mich vergessen, aber es ist nicht so, Gott hat eine Zusage gemacht, dass nichts auf dieser Welt kann uns aus seiner Hand reißen, weder Hohes noch Tiefes, noch Zukünftiges noch Gegenwärtiges. Gegenwärtiges würde bedeuten Corona. Auch das kann die Liebe Gottes in deinem Leben nicht stoppen. Und das ist für mich eine gewaltige Zusage in dem Sinne. Ja. Ich hab an zwei Verse denken müssen. Das eine ist, ich gehe mal zurück auf das, worüber wir gerade eben gesprochen hatten. Das ist in Jesaja 6, Vers 8 steht Folgendes. Und ich hörte die Stimme des Herrn, dass er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und ich musste daran denken, wo wir darüber gesprochen hatten, dass wir, wenn wir wirklich nur auf die Umstände schauen, dass es dann extrem schwierig wird, da, glaube ich, durchzugehen und zu verstehen, warum es manchmal in Schnörkeln geht. Aber wenn wir die Einstellung haben, zu sagen, okay, ich weiß, dass Gott uns durchträgt und ich sage, hier bin ich, sende mich, ich möchte gehen dort wo du mich hinführst, auch wenn es schwierig ist. Genauso wie Maria und Josef letztendlich gesagt haben, hey, es wird kein einfacher Weg, aber wir werden da durchgehen, so wie Moses gesagt hat, wo er ihn zurück nach Ägypten geschickt hat, wo er hundertprozentig nicht hin wollte und er gesagt hat, ich gehe, und wir einfach diese Einstellung haben, uns auf das einzulassen, was Gott für uns hat, wird er uns durchtragen. Und dann der Vers, ich glaube am Sonntag hast du auch darüber gepredigt, auf Jesaja 55, Vers 8 bis 9, ich glaube, wir haben den sogar drauf. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, thank God, und meine Wege sind nicht eure Wege, denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das heißt, Gott hat einfach eine Einstellung über unser Leben, die weit über dem hinausgeht, was wir uns jemals vorstellen können, oder? Ja, dieser Bibelvers, denn seit ich 18 Jahre bin, der nervt mich immer ein bisschen. Ganz, ganz ehrlich. Also nicht theologisch, sondern dass Gott sagt, lass mich doch nur wenigstens, gebe mir so Mühe, dass ich möchte ja so denken, wie du denkst. Also niemand von uns will nicht so denken, wie Gott denkt, und niemand uns will nicht diese Wege gehen, die Gott geht. Also wenn wir ganz, ganz, ganz ehrlich sind, ist es für mich oft so, dass ich im Dunkeln tappe und ich mir wünsche, dass Gott mir ein bisschen mehr Offenbarung und schenken würde. Also, und dieser Vers löst bei mir immer wieder aus, aber Gott, wieso machst du das so kompliziert? Ja. Also, wieso gibt es für viele Fragen, die ich habe, nicht einfach, gibst eine Antwort, wenn du den Durchblick und Überblick schenkst. Und das ist immer etwas, was ein bisschen mich nervt. Ja. Und dann sagt Gott immer so zu mir, ich weiß, was du meinst, aber es ist eben so, wenn Gott uns immer so begegnen würde wie Moses beim brennenden Dornbusch, oder bei Maria und Josef, wo ja die Engel kamen, das war ja ein Spektakel, bedeutet es eben auch, die Anfechtungen und die Herausforderungen, die vor ihnen sein werden, sind so groß, dass die Offenbarung von Gott noch größer sein wird, weil es kommen dann Zweifel. Mit anderen Worten, wir wollen immer, dass Gott so krass eingreift, aber dann ist es oft auch so, dass die Herausforderungen dann so groß sind, dass du weißt, ja, ich kann mich nicht zweifeln, Gott ist mir begegnet. Das ist eben in der Geschichte ist fast immer verlinkt. Also als der Mose nach Ägypten ging, es hat ihm niemand geglaubt. Und dann hat Gott ein Wunder gemacht und dann haben sie immer noch nicht geglaubt. Also 10-mal diese Wunder und dann ist das Volk mitgezogen. Aber nach 3 Tagen haben sie schon wieder gezweifelt. Ja, und das ist ein bisschen so etwas, wo ich merke, wenn Gott alles immer beantworten würde, dann fehlt die Spannung und die Dynamik. Und das ist eben genau das Leben, ist ein Spannungsfeld. Und das wird nie aufgelöst werden, weder in der Theologie noch in den Beziehungen. Es ist immer eine Spannung da. Und wie ein Schaf, wenn es die eigenen Wege geht, nach 7 Metern verläuft sich ein Schaf, weil nach 7 Metern es nicht mehr weiß, wo bin ich gestartet. Aber ein Schaf hat sehr, sehr gute Ohren und die Bibel sagt eben, wir hören die Stimme vom Heiligen Geist und das möchte ich uns zurufen, dass wir Gott mehr hören. Es ist oft banaler und einfacher, als wir uns das oft ein bisschen in dem Sinne vorstellen. Das ist jetzt ganz, ganz praktisch ein Beispiel zu nehmen. Wir haben ja
in der Schweiz neue Regelungen, Corona-Regelungen. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, was wir alles dürfen, nicht dürfen. Es hat sich so oft verändert. Ich glaube, 15G sind wir jetzt gerade. Ja, 15G. 15G. Nee, das ist jetzt wirklich kein Witz. Ich habe keine Ahnung mehr, was darf ich so, weil es wird immer geändert und wenn man dann noch ein bisschen rumreist, wird es kompliziert. Also ich habe gedacht, um Weihnachten, wir gehen da in die Kletterhalle und so. Und dann habe ich gemerkt, ja, bei uns, die einen hatten Corona und die einen hatten schon Tests gemacht und so. Und dann habe ich gemerkt, das geht nicht ganz für alle auf. Und dann habe ich gedacht, ja nein, Baki, was sollen wir machen? Und dann habe ich gewusst, es gibt immer, für jede Setting, für jedes Regulation gibt es immer eine Idee. So bin ich aufgewachsen. Man kann ja auch Weihnachten im Wald feiern und nicht zu Hause, wenn man Angst hat vom Anstecken. Es gibt ja Optionen. Und plötzlich kommt zusammen und sagt, wieso gehen wir nicht Schlittschuh laufen? Völlig banal. Und das hat das ganze Problem gelöst. Und ich meine, manchmal ist das so eine simple Idee, wo du denkst, ja komm, was ist nur dran, Gottes Reden? Und ich sage, Gottes Reden ist oft banaler, als wir denken. Und doch sind diese kleinen Dinge, macht so viel aus, ganz praktisch im Leben. Ich habe eben mal eine Message zu diesem Vers gehört und die habe ich nicht mehr vergessen, weil der hat sozusagen diesen Vers in ein Gebet umgewandelt. Und das fand ich jetzt sehr spannend, weil wenn da steht, geht wie folgt. ja, wenn da steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, dann sage ich Gott, ich öffne meine Gedanken für deine Gedanken. Oh, wow. Und dieses Gebet hat mir so viel geholfen, weil es eben genau sonst heißt, ja, also man kann es ja interpretieren wie, ich habe keine Chance, du bist Ja. eh viel höher. Aber Ja. ich kann beten und sagen, ich öffne meine Gedanken für deine Gedanken und ich öffne meine Wege für deine Wege. Und es ist einfach wieder dieses sich öffnen, dieses wieder sich aufmachen, wie du vorhin gesagt hast, auch von Maria. Hättest du diesen Bibelvers mir gegeben, als ich 18 Jahre alt wäre, hätte ich mich ihm so genervt. Das ist jetzt krass, aber das habe ich jetzt noch, ehrlich, Cool, also ja. das ist kein Witz, haben wir nicht abgesprochen. Das habe ich noch nie so gehört. Macht total Sinn, dass Ja. man es dreht. Ist gut, ja. Und dann ist man eben nicht ein Opfer, Ja. sondern man ist eigentlich in Man diesem verbindet sich und ich stelle mir immer vor, wie mein Kopf aufgeht und so ein Trichter entsteht, damit das einfach rein kann. Und ich anerkenne die Größe Gottes, weil es heißt, denn wie der Himmel die Erde überragt, wir können es gar nicht wissen, aber er hat ja nicht gesagt, dass ich dich im Unwissen lasse, sondern es geht darum zu öffnen und willst du dafür Ich habe beten? gedacht, du könntest gerade beten. Ja. Das ist deine Revelation, das ist deine Das ist cool, Offenbarung, aber ich finde Die das... ist jetzt bei dir angekommen, mach du das Gebet. Nein, du kannst es gut Also, grammatikalisch noch formulieren, aber ich werde meine Hände dafür ausstecken. Ist Das, auch ein Gebet. das kannst du genau auch. Wolltest du noch was sagen? Nur eine Ergänzung, ich finde es mega cool, lass uns auf jeden Fall dafür beten. Ich glaube, es wäre cool, wenn wir ein paar Gebetsanliegen auch bekommen haben von Leuten, die einfach gerade erkrankt sind. Wir haben ein paar Leute, die auch von Covid erkrankt sind oder auch von ein paar anderen Sachen. Ich glaube, dass Ja. das auch ganz gut da reinpasst, dass wir Ja. einfach für die Leute dann so in dem Ja, der Form genau. auch beten, Also ja. gerade Ja. mit dem Anliegen, das du uns jetzt geschrieben hast oder das dich bewegt oder wo du anstehst. Wir haben auch ein Anliegen bekommen, das berührt mich sehr, wo jemand schreibt, ich bin aktuell an Covid erkrankt. Es war nur ein leichter Verlauf, aber ich bin mit meinen 3 Kindern alleine zu Hause. Ich kann mich nicht so ausruhen, wie es notwendig wäre. Zudem kommt, dass meine Kinder nicht in den Kindergarten bringen kann und weil ich das Haus nicht verlassen kann und dass Ja. sie das belastet. Und einfach das einfach stellvertretend für die vielen Anliegen, die jetzt in den Chat geschrieben worden sind. Hier sind wir, Gott, und wir anerkennen deine Größe, indem wir sagen, meine Gedanken sind nicht wie deine Gedanken, aber ich öffne meine Gedanken für deine Gedanken, Gott im Himmel. Jetzt in diesem Moment. Und ich will erleben, was es heißt, Immanuel, Gott ist mit uns. Weihnachten in diese Situationen hinein, wo ich einfach empfinde, dass du die Pläne durchkreuzt hast, dass es nicht mehr weitergeht, dass ich nicht mehr kann, dass ich kraftlos bin. Ich öffne meine Gedanken für deine Gedanken. Das heißt nicht, dass ich es schon sehe, aber ich öffne mich und ich mache eine Körperhaltung, die auf Empfang steht. Und ich anerkenne deine Größe, Gott im Himmel, und sage, wir denken nicht gleich, aber ich brauche deine Gedanken. Ich gehe nicht die Wege, die du gehen würdest, aber ich möchte sie gerne gehen. Und so führe meine Füße, ich öffne meine Wege für deine Wege, dass es nicht immer die Abzweigungen gibt, wo ich
alleine in uns selber durch will, sondern nicht wie ich will, sondern wie du willst. Weil ich anerkenne, dass der Himmel die Erde überragt und dass deine Wege viel größer sind als meine und deine Gedanken viel größer als meine. Sprich du jetzt, Heiliger Geist. Ja, und ich möchte auch auf diesen Vers nochmals auch aussprechen, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf dieser Erde, dass auch der Wille Gottes geschieht in meiner Familie. Ich bete jetzt auch für Weihnachten, für all diese Settings, für all die Familienkonstellationen. Ich möchte beten, dass Einheit bewahrt bleibt, dass nicht Corona oder die Impfung oder Nicht-Impfung, was auch immer uns spaltet. Ich möchte wirklich beten, lieber Gott im Himmel, dass du wieder Einheit hineinschenkst und auch Familien verbindest, dass auch Versöhnung geschehen kann, aber ich bitte auch für einen Tiefgang, weil manchmal lässt du Dinge zu, damit gewisse Dinge an die Oberfläche kommen, die schon immer da gewesen sind. Und man sagt, wenn man das an das Licht bringt, dann nimmt man der Dunkelheit die Kraft. Der Feind hat nicht mehr ein Anrecht, im Verstecken eben kraftvoll in dein Leben hineinzuwirken. Und ich möchte bitten, dass die Dinge, die offenbart werden müssen, an das Licht kommt. Auch in der Regierung, die Dinge, die nicht richtig laufen, auch in der Medizin. Ich bitte auch, dass diese Dinge nicht im Verborgenen bleiben dürfen. Aber ich bete auch für die Familiensituation, dass die Themen, die man einfach unter den Tisch gewischt hat, dass die nach vorne kommen, damit Heilung geschieht, Versöhnung geschieht und auch einen Neuanfang. Ja. Amen. Und ich habe jetzt gerade Jeremia 29, Vers 11 gelesen und ich finde das sehr eindrücklich, einfach ausgerechnet nach diesem Gebet, das wir jetzt gesprochen haben. Ich öffne meine Gedanken für deine Gedanken, steht hier und Gott sagt, hey, denn ich kenne die Gedanken, die ich für euch denke. Ja. Ist das nicht krass? Also wir öffnen unsere Gedanken für seine Gedanken und er sagt einfach und sagt, hey, weißt du was? Ich kenne die Gedanken, die ich für dich denke. Ja, dann heißt es Gedanken vom Heil und nicht vom Unheil. Ja. Bedeutet schon, dass Gott das Beste aus uns herausholen will. Und dennoch, jetzt mache ich eine Klammer, wir leben in einer gefallenen Welt und das macht es so kompliziert. Die Schöpfung ist durcheinandergebracht worden durch den Sündenfall. Die Bibel sagt, auch die Natur, sie schreit und seufzt nach Erlösung. Wir sind nicht die Einzigen in dem ganzen Universum, die darunter leiden. Also gewisse Dinge sind einfach aufgrund vom Sündenfall in unser Leben hineingekommen, wie man verliert Haare, die Zähne werden nicht besser in dem Alter, der Bauch geht ein bisschen in eine neue Richtung in dem Sinn. Nee, es gibt auch, die Haut wird ein bisschen schlaffer. Das sind einfach Dinge aufgrund vom Sündenfall. Ja. Und dennoch sagt die Bibel, das Reich Gottes, der Himmel ist in uns angebrochen. Ja. Es ist nicht etwas, auf das wir warten, etwas, was in uns angefangen hat, aber noch nicht vollendet ist. Ja. Und man kann sagen, wieso die gefallene Schöpfung, und in uns beginnt etwas Neues und es ist so etwas Überlappendes. Und man lebt eben auch wieder, Pat, in diesem Spannungsfeld immer wieder drin, zwischen man wird gesund oder man geht in den Himmel und man wird gesund. Ja, voll. Und da finde ich den nächsten Teil so wichtig, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Das heißt, dass wir langfristig einfach diese Hoffnung haben, dass Gott sich um uns kümmert, auch wenn es zeitlich vielleicht nicht so aussieht, dass wir, also ich bin vor knapp 10 Jahren mit Diabetes diagnostiziert worden und ich weiß, dass Gott mich heilen kann, aber er hat es noch nicht gemacht. Und das heißt nicht, dass er nichts Gutes für mich möchte, das heißt es überhaupt nicht. Aber ich lebe halt tagtäglich einfach damit. Aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass ich einfach diese Zukunft mit ihm habe, dass ich gesund werde. Ob das jetzt auf dieser Erde passiert oder ob das im Himmel passiert, das spielt in dem keine Rolle, weil Gott mich einfach durchgetragen hat und ich einige Wunder erlebt habe, auch dadurch in meinem Leben Wunder erlebt habe. Aber ich weiß, dass er es kann. Aber die Hoffnung ist einfach, dass Gott mich durch alles einfach da durchträgt. Du hast es schön gesagt und das habe ich schon vorher gesagt, das Wort Gott hat dich durchgetragen. Das ist so das Wort,
das für mich heute so im Raum steht. Also wenn Gott vielleicht etwas unterbricht, sag jetzt mal, oder einen Plan vielleicht sogar zerreißt, du kannst jetzt nennen, wie du willst in dem Sinne, ist es ja nicht, dass Gott einfach sagt, okay, ich mag dir das nicht gönnen, sondern ich glaube, Gott unterbricht etwas, weil er mehr bewirken möchte, als wir gerade jetzt so sehen. Es gibt auch Leute, die haben einen Top-Job und dann beten sie am Morgen früh und sie hören von Gott, es ist dran, dass du den Job an den Nagel hängst. Und das macht rational keinen Sinn, es macht auch finanziell keinen Sinn. Und dann gehen sie vielleicht in die Mission, in vollzeitlichen Dienst, was auch immer. Und sie wissen, nein, Gott hat mich gerufen. Und das ist wie so etwas, was schlagartig kommen kann. Für uns, für Gott natürlich nicht, der kennt ihr das. Aber für uns kann es manchmal ein shocking Moment in dem Sinne sein. Und ich habe einen Satz aufgeschrieben, den habe ich nicht selber entwickelt, sondern aus einem Buch, wo es heißt, Glauben bewegt immer die Hand Gottes. Und Vertrauen berührt das Herzen Gottes. Als Maria sagt, ich stelle mich dir zur Verfügung, hat sie mit ihm gesagt, Gott, ich glaube wirklich, dass du einen Plan hast. Ich glaube wirklich, dass du mehr siehst und mehr denken kannst, als ich das kann. Und darum vertraue ich dir als der Schöpfer Gott, der weiß, was er tut, auch wenn ich es nicht verstehe, nicht begreife, nicht erklären kann. Oder muss man vorstellen, Maria, die hat es Josef versucht zu erklären, aber der hat gedacht, das geht gar nicht, schwanger durch den Heiligen Geist. Aber das Vertrauen bewegt das Herzen von Gott, weil man vertraut, Gott, du hältst deine schützende Hand über uns. Und für uns war es ja genau gleich mit der Corona-Situation vor 18 Monaten. Alle waren im gleichen Boot. Wir mussten vertrauen, dass die Finanzen reinkommen. Wir mussten vertrauen, dass irgendwie unsere Kreativität funktioniert. Wir mussten in vielen Punkten vertrauen und wir haben nicht gewusst am Anfang von Corona, wie geht das aus. Und ja, ich habe gedacht, gut, 9 Monate ist Corona wie eine Schwangerschaft. Und wenn man es dann immer wüsste, gell? Und jetzt sind es schon bald einmal 2 Jahre, sage ich dann schon mal. Zeit vergeht doch extrem schnell, aber wir mussten da vertrauen und es hat unsere Kirche nicht kaputt gemacht, weil die Pforten der Hölle können die Kirche nicht stoppen. Kann man nicht, geht nicht mal Corona. Es hat unsere Church sogar gestärkt. Ja. Nicht kaputt gemacht, sondern wirklich das Gegenteil eigentlich davon. Ne? Hey, aber weißt du warum, Pat? Weil ich schmunzle mir ein bisschen, ich nehme uns ein bisschen selber auch hoch. Wir haben gesagt, Kirche ist kein Gebäude. Ist ein super cooler Satz, wenn du ein Gebäude hast. Aber als Corona kam, habe ich gedacht, oh, das haben wir immer gepredigt. Und da habe ich gemerkt, dieser Satz ist gar nicht so cool. Verstehst du, was ich meine? Und plötzlich habe ich gemerkt, stimmt, wir können nicht sagen, ja, jetzt bist du da in Kreta, nimm den Flieger, komm da hier hin, wir beginnen der Hour of Prayer. Nein, wir sagen, bleib in Kreta, wir kommen zu dir. Oder wir haben gesagt, Church without walls, lass uns eine Kirche sein ohne Wände. Wir haben gedacht, oh, mega cooles Statement. Dann kommt Corona und merkst plötzlich, ja stimmt, die Wände spielen gar keine Rolle mehr, weil online kannst du zuschauen, mitbeten, wo du willst. Oder einen anderen Satz haben wir gesagt, Menschen sind nicht da für die Kirche, sondern wir sind da für die Menschen. Ja. Und durch Corona konnten ja die Leute nicht mehr in das Gebäude kommen, die konnten nicht zu uns kommen. Also kommen wir zu euch über online. Und darum, Pat, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil viele Statements, die hören sich so gut an und Leute liken und klicken und super und cool. Und Amen und ja. Und darum, wenn du drin bist, mussten wir plötzlich das, was wir immer gepredigt haben, mussten wir leben. Und das hat uns stärker gemacht und größer gemacht, weil das Reich Gottes, du hast es gesagt, es ist wirklich nicht ein Gebäude, zum Glück nicht in erster Linie. Natürlich, wir haben ein schönes Gebäude, haben auch von dem profitiert, immer noch. Aber das Coole ist, das Evangelium wird gepredigt zu Zeiten oder zu Unzeiten in Corona oder nach Corona. Und Gott hat uns verschiedene Technologien geschenkt. Paulus hatte die Straßen der Römer benutzt. Der hat von denen profitiert. Und wir benutzen die Online-Straßen und profitieren auch von der Entwicklung der Gesellschaft. Voll, ja. Eben, und man kann es auch ein bisschen anders anschauen. Also wir haben von etwas gesprochen, das könnte auch heißen, dass Gott uns bereits eben seine Gedanken eingegeben hat, nur wir haben es natürlich noch nicht in der vollen Größe verstanden. Das wäre ja auch ein spannender Ansatz, gerade in Bezug auf, dass Gott unsere Pläne durchkreuzt, dass wir offensichtlich schon keine Ahnung, aber einfach schon davon sprechen, ohne überhaupt genau zu wissen, was damit gemeint ist. Und nachher sagt er, schau mal,
Das habe ich eigentlich gemeint. Susanne, du hast ein Bild vorbereitet mit einem Schlüssel. Ich habe gedacht, lass uns jetzt gerade quer einsteigen. Du hast einen Schlüssel gebracht. Ich hoffe, das funktioniert so. Erklär uns mal, was hat dieses Bild zu tun mit dem Thema von heute? Richten wir ihn noch schön, den Schlüssel. Also der Schlüssel, das ist so ein alter Schlüssel, das sieht man, die eine Linie ist gerade oben, das ist gerade, und dann unten hat es die Zacken. Und ich habe einfach gedacht, das ist so ein Bild, wenn Gott meine Pläne durchkreuzt, haben wir das Gefühl, er ist zackig, aber er ist immer noch gerade und unser Leben verläuft einfach so zackig. Aber das bedeutet, spielt für Gott keine Rolle. Wir haben vorher im Vorfeld darüber diskutiert, also hat jetzt Gott gebraucht, dass dass die Kinder getötet werden, dass Mose ins Wasser kommt, dass er es retten kann, oder hat er mit Mose schon immer einen Plan gehabt, diese gerade Linie, und er kann das einfach ausgleichen, weil er ist Gott und diese Linie oben bleibt immer gerade, und das ist etwas, was mich sehr tröstet. Ob es jetzt so oder so ist, zu wissen, dass Gott immer der gleiche ist, gestern, heute und für immer, das beruhigt mich einfach, und durch unsere Situationen und Umstände, die sich durchkreuzt anfühlen, ob jetzt das immer Gott ist oder ob es die Umstände sind oder ob es der Feind ist oder was auch immer, unser Leben, und Gott ist immer derselbe. Ich finde schon für mich ist persönlich ein wichtiges Bild. Es gibt auch Halt, weil es ist ja nicht immer so, dass ich alles verstehe. Ja. Also die Dinge, die ich dann Jahre später verstehe, ist ja kein Problem. Ja. Aber es gibt auch Leute nach 30 Jahren, die sagen, das verstehe ich bis heute nicht. Ja. Und das gibt es ja auch, und dann sagt man Leuten, ja, Gott ist gut, aber ich finde, das Bild vom Schlüssel hilft mir zum sagen, es gibt so Kerben, die sind richtig tief. Die macht in meiner Geschichte keinen Sinn, und Gott gebraucht es, um gewisse Türen oder Situationen zu öffnen, die man vielleicht sonst gar nicht hätte öffnen können. Und ein Schlüssel hält ja am Ende vom Tag jemand hinten in der Hand. Und ich fände es doch noch ein cooles Gebet, Susanne, wenn man jetzt auch beten kann für die Leute, die sagen, ich verstehe nicht, durch was ich hindurchgehen muss, weil im Hebräerbrief steht ja geschrieben, viele Glaubenshelden, die haben Gott vertraut und sie waren gehorsam und haben die Verheißungen während ihren Lebenszeiten nicht erfüllt gesehen. Das musst du dir mal vorstellen. Die konnten nicht sagen mit 80, jetzt sehe ich die rote Linie. Nee, die sind gestorben, haben die rote Linie nicht gesehen, aber im Glauben haben sie vertraut, dass eben Gott diesen Schlüssel in den Händen hält. Das ist schon ein krasses Bild. Ja. Darf ich noch ganz kurz, aber ich finde es voll gut, wenn wir dafür beten, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir sogar das in gewisser Weise als Dankesgebet sagen können, dass das, was in unserem Leben passiert, dass Gott das nutzen kann, einfach diese rote Linie. Ich habe vorhin gesagt, dass ich Diabetiker bin, und ich bin 2012 bin ich Diabetiker geworden, habe zu der Zeit Vollzeit in einer Gemeinde in Amerika gearbeitet, in der Jugendarbeit gearbeitet, und wir hatten ich meine, es war im Januar 2013, also ich war ein Jahr Diabetiker geworden, waren wir auf einer Jugendfreizeit, und einem unserer Jugendlichen ging es ganz, ganz schlecht. Also ihm ging es halt einfach nicht gut, und wir haben verschiedene Sachen ausprobiert und einfach gefragt, was es sein könnte, und dann hatte ich irgendwie den Einblick, ich kenne das, so wie er aussieht, so wie er sich verhält, es sieht voll nach Diabetes aus. Also ich will das nicht über ihn sprechen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, habe dann meinen Tester geholt und habe ihn einmal getestet, und es war halt wirklich ein hoher Blutzucker, und ich habe ihn sofort ins Krankenhaus geschickt. Ich sage nicht, dass ich dafür Diabetiker geworden bin, aber ich fand das so interessant, was du gerade gesagt hast, mit dieser Kerbe, dass Gott anfängt, irgendwo gewisse Situationen zu öffnen, dass wir den Zugang dazu haben. Ja. In dem Moment, er ist dann ins Krankenhaus gegangen, und sein Blutzucker war so hoch, dass wenn er ein bisschen später ins Krankenhaus gegangen wäre, dass er ins Koma gefallen wäre. Also es war wirklich so letzte Möglichkeit. In dem Moment hatte ich die Möglichkeit, diese Erfahrung, die ich schon mit Diabetes gemacht habe, in dem Sinne zu nutzen, um ihn im Prinzip, rechtzeitig ins Krankenhaus zu schicken. Ich sage nicht, dafür habe ich Diabetes bekommen, 100%ig nicht, aber es hat so diesen Schlüsseleffekt gehabt, was ich mega interessant fand. Ja. Sehr eindrücklich. Ich sage das Leuten, also eben Gott gebraucht am Ende vom Tag alles. Voll. Das ist so meine Dings. Also wenn ein Ei auf den Boden keilt und es ist kaputt, oder fällt, besser gesagt, wenn ein Ei auf den Boden fällt, ist es kaputt.
aber immerhin, man kann noch eine Omelette daraus machen oder Rühreier. Das ist so. Also das ist so wirklich unser Bild. Gott gebraucht alles, also sogar unsere Fehler. Wenn er die nicht gebrauchen würde für seinen Masterplan, wird es schwierig. Und das zeigt auch was von der Größe Gottes, was du gesagt hast. Susanne, ich finde es cool, wenn du ein Gebet betest für diese Kerben, die wir nicht verstehen, für diese Dinge, die wir einfach... Und vielleicht kannst du, Lukas, uns dieses Bild nochmal einblenden, weil was mir auffällt, ist, dass eben die Kerben bis in die gerade Linie hineingehen, und das ist mir einfach so aufgefallen, dass es möglicherweise Dinge gibt, auch in deinem Leben, wo du jetzt zuschaust und zuhörst, wo du merkst, das hat dein Vertrauen in Gott einfach angeknackst. Also wenn wir das Bild vom Schlüssel sehen, die Zacke geht bis in diese gerade Linie. Und, stimmt, himmlischer Vater, hier sind wir einfach, das Bild vom Schlüssel. Du veränderst dich nicht, und es gibt Dinge in unserem Leben, die haben unseren Glauben eingeschnitten. Das sind die durchkreuzten Pläne, die haben vielleicht auch unseren Glauben angegriffen, und ich danke dir, dass du dennoch bleibst, dass du dennoch diese gerade Linie bleibst und es keinen Abriss gibt, und ich bitte dich jetzt in dem Moment, dass du gerade all diesen Menschen, die zuhören und zuschauen, jetzt begegnest, wo sie merken, dass der Glaube darunter gelitten hat, weil Dinge anders gekommen sind, als sie sich vorgestellt haben, und ich sehe auch so viele Menschen, die einfach Kirche nicht so erlebt haben, wie du bist, wie du dein Charakter, dass die Kirche dein Charakter so anders wiedergespiegelt hat, als dass du es verdient hättest oder als dass du es eigentlich bist, und auch das so eine Kerbe hineingibt. Und ich bringe dir einfach diese Menschenherzen und bitte dich, Heiliger Geist, in deiner Größe, in deiner Treue, in deiner Liebe, dass du uns Menschen dort begegnest, wo Dinge angeknackt sind in unserer Beziehung, im Vertrauen zu dir, weil Pläne durchkreuzt wurden. Ich erinnere mich an eine Mutter von einer Schulkollegin von mir, die gesagt hat, wie kann man an einen Gott glauben, der meine Mutter von 9 Kindern weggerissen hat, viel zu früh. Gott, das sind diese Dinge, wo man das Gefühl hat, du hast die Pläne durchkreuzt. Und genau in solchen Situationen sagen wir heute, wir öffnen unsere Gedanken für deine Gedanken, weil das ist das Einzige, was uns im Endeffekt Frieden ins Herzen bringen kann, wenn du dich uns offenbaren kannst. Der die gerade Linie ist, der durchträgt durch alles durch, der treu ist ohne Ende. Ich möchte sagen, dass die Güte des Herrn hat kein Ende und sein Erbarmen hört niemals auf. Für mich ist so heute so ein Satz, und den haben wir nicht abgesprochen, ist so, Gottes Hand begleitet uns, Gottes Hand beschützt uns in allem, was wir durchgehen, auch bei diesem Schlüssel, oder wenn auch Gott, wie im Leben von Maria, einfach den Plan durchkreuzt in dem Sinne, dass er wirklich das auf den Kopf stellt. Ja. Sie musste Dinge umschreiben, umändern. Das hört sich so unspektakulär an, aber es ist so. Ist dennoch Gottes Hand ist im Spiel in dem Sinne, und Gott kommt zum Ziel. Das ist schon mega cool. Ja, voll. Und für mich kommt es dann zurück auf diese Herzenseinstellung, dass wir einfach sagen, wir vertrauen darauf. Ich finde den Satz so cool. Ich habe ihn gerade nochmal gepostet hier im Chat. Glaube bewegt die Hand Gottes, Vertrauen berührt das Herz Gottes. Finde ich so ein cooler Satz. Ja. Wirklich, dass wenn wir auf Gott vertrauen, dass er uns durchträgt und dass er uns da einfach diese gerade Linie, diese rote Linie einfach schenkt, dass das sein Herz berührt, finde ich so gut. Und vielleicht können wir einfach nochmal so ein Statement machen, auch da, wo du zuhörst und da, wo du zuschaust. Das ist ja etwas, was uns Maria aus der Weihnachtsgeschichte lehrt. Ich stelle mich Gott ganz zur Verfügung, heißt ja nichts anderes als ich vertraue dir. Und zu wissen, dass wir mit unserem Vertrauen Gottes Herz berühren, und du musst ja noch nicht mal wissen, genau
wie du jetzt vertrauen kannst, sondern es gibt auch die Geschichte vom einen, der sagt, ich will glauben, hilf meinem Unglauben, und er kann auch nicht mehr. Und vielleicht ist es heute dran für dich, da wo du jetzt gerade zuschaust oder zuhörst, dass du sagst, Gott, ich vertraue dir. Come on. Und sprich es einfach aus, auch wenn du nicht weißt, was du dabei ändern müsstest oder wie sich was von deinem Verhalten ändern sollte. Einfach eine Entscheidung, die du triffst und sagst, ich vertraue dir. Und es ist so, wie wenn im Schwimmbad im Sommer, da gab es so einen Fluss und es gibt so Riegel, die kann man nach links oder nach rechts schieben, und wenn ich sage, ich vertraue dir, dann schiebe ich den Riegel in die andere Richtung und ich muss mich nicht darum kümmern, dass das Wasser automatisch jetzt in die andere Richtung fließt. Aber es war wichtig, dass ich mich entscheide, zu sagen, ich vertraue dir, ist wie wenn man den Riegel schiebt. Und das sage ich einfach für mich ganz persönlich, Gott, ich vertraue dir. Ja. Du hast mein Vertrauen verdient, Ja. weil du Gedanken des Friedens über mir hast und nicht vom Leid, weil du mir eine Zukunft und Hoffnung schenken willst. Und das nehme ich in Anspruch auch für diese Anliegen, die Menschen, die uns geschrieben haben, vom Partner, der Depressionen hat und die Situation einfach so schwierig und so unmöglich ist. Und Gott, ich vertraue dir. Und ich möchte auch jetzt wirklich nochmals beten. Und es ist mir immer jedes Jahr ein mega Anliegen für die Weihnachtszeit, weil es ist so ein kompliziertes Fest oft. Also manchmal so Feste, die funktionieren alle gut, aber manchmal kann es sein, dass eine Person vielleicht nicht kommen kann, oder dann ist jetzt mit den Regelungen von Corona, was auch immer es ist, oder ich merke, es ist nicht ganz einfach für Leute, oder vielleicht hat sich deine Lebenssituation dramatisch verändert in dem Sinne. Die einen feiern zum ersten Mal Weihnachten ohne ihren Vater, Mutter, was auch immer, weil jemand vielleicht in den Himmel ging. Und ich möchte einfach beten, dass die Dimension Gottes, das Fest vom Frieden, das Fest von Jesus, wo man feiert, der Sohn Gottes ist auf die Welt gekommen, um Frieden zu bringen. Ein ewiger Vater, ein starker Held. Und ich bete jetzt einfach für deine Weihnachtszeit, wo du drin bist. Ich möchte dich wirklich bitten, dass du stärker aus dieser Weihnachtszeit rauskommst mit mehr Jesus, mit mehr göttlichen Geschenken, als jemals du an physischen Geschenken von Menschen bekommen kannst. Das ist auch cool, aber ich möchte beten für die himmlische Dimension in deinem Leben. Ich bete auch da, wo Familien zerstritten sind, was auch immer der Grund ist. Ich möchte dich bitten, dass Frieden einkehrt in deine vier Wände. Frieden einzieht in deinen Stammbaum. Frieden einzieht in deine Familienkonstellation, wo du drin bist. Und ich bete, dass das Zentrum von deiner Weihnachten Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist. Ich möchte dich bewusst sagen, wenn wir Weihnachten feiern, aber ohne den Hauptdarsteller, dann macht das alles keinen Sinn. Und ich sage, der Hauptdarsteller ist und bleibt Jesus. Darum kommen wir zusammen, geben uns auch Geschenke, um zu sagen, das größte Geschenk hat Gott uns anvertraut, indem er seinen Sohn geschickt hat. Und ich bete, dass der Geist vom Streit aus deiner Familie rausgehen muss. Und da, wo du alleine feierst, möchte ich beten, dass du durch eine kreative, innovative Idee Weihnachten verbringen kannst mit einem Gegenüber. Du merken kannst, das ist für mich nicht das traurigste Fest, sondern ein Fest, wo ich wirklich Gott so gewaltig erlebe. Amen. Amen. So gut. Hey, vielen, vielen Dank. Hey, wie sieht die Weihnachtszeit bei uns im ICF aus? Wir haben was ganz, ganz Spezielles gerade mit euch beiden oder eurer Familie vor. Hey? Ja, Candlelight am 24. Dezember mit Weihnachtsliedern, mit einer Weihnachtsmessage, was wirklich auch wir erläutern ein bisschen, was das Geschenk ist, das Gott uns eigentlich gemacht hat. Mehr verrate ich jetzt nicht, aber es wird toll. Am 24. und dann am 26. wieder ganz normal der Sonntag, auch mit der gleichen Message. Mega cool, mega cool. Hey, es ist so schön, dass du wieder dabei gewesen bist. Ich finde es so cool, dass wir wirklich wöchentlich, dass wir so viele Namen im Chat auch immer wieder die gleichen Leute mit dabei haben und auch neue Leute mit dabei haben jede Woche, was ich so, so cool finde. Ich finde es Hammer. Ich habe mit der Jeanette letztens darüber geredet, die ja wirklich
jede Woche als Moderatorin mit dabei ist. Danke dir, Jeanette, dass du dich da einfach jede Woche so investierst. Und wir haben darüber geredet, dass wir wirklich schon so eine Community sind am Dienstag, was ich so cool finde, dass Leute einfach kommen, dass wir gemeinsam füreinander, miteinander beten können, was ich so genial finde. Deswegen vielen, vielen Dank dir, dass du jede Woche dabei bist, dass du Sonntag dabei bist und dass wir einfach eine Church sein können und gemeinsam einfach vor Gott treten können und einfach schauen können, was er für uns hat. Für das nächste Jahr, für das Jahr 2022. Wir werden hiermit weitermachen. Wir werden uns regelmäßig jeden Dienstag treffen, um mit dir zusammen zu beten. Wenn du noch mehr involviert sein möchtest, gerade am Dienstag, aber vielleicht auch am Sonntag, sag uns doch Bescheid. Wir haben einen Link, der heißt icf.ch/connect. Melde dich einfach, wenn du auch Teil davon sein möchtest, vielleicht auch mal an einem Dienstag mit als Moderator mit dabei sein möchtest, so wie die Jeanette jede Woche dabei ist. Würde mich mega freuen, wenn du dabei bist. Wir haben nächste Woche, zwischen den Jahren werden wir auch die Hour of Prayer weiterhin haben. Am 28. wird die nächste sein. Das heißt, komm auch am 28. einfach mit dazu. Deine Gebetsanliegen kannst du an icf.ch/Gebet an uns weiterleiten. Wir haben außerhalb von Dienstag auch wirklich ein Team, das sich hinsetzt, um für deine Gebetsanliegen zu beten. Sie haben wirklich eine komplette Liste, wo jedes Gebetsanliegen reinkommt und sie gehen sicher, dass für jedes einzelne Gebetsanliegen wirklich gebetet wird. Das Team ist so wirklich dabei und sie haben wirklich das Herz dafür, für deine Anliegen zu beten. Deswegen schreib uns, wenn du Gebetsanliegen hast und wir werden auf jeden Fall dafür beten. Hey, wir wünschen dir eine wunderschöne Woche, frohe Weihnachten, gesegnete Weihnachten und wir sehen uns am 24. für unser Candlelight Dinner? Celebration. Candlelight Celebration. Ja, genau. So cool. Hey, schöne Woche euch, frohe Weihnachten.